ganz ruhig, ganz ruhig. Also, wenn ihr gerade auch so Glück habt, wenn ich jetzt und einen Igel im Garten findet und es geht ihm ganz offensichtlich gut, dann müsst ihr ihn einfach in Ruhe lassen. Aber was ihr machen wollt, wenn es ihm nicht gut geht, dem Igel, das seht ihr jetzt in euren SRF Kindernews. Sind schon wahnsinnig herzig, die Igel, oder? Ich verspreche dir, wir sehen in dieser Sendung noch mehr davon und damit herzlich willkommen zu deinen SRF Kindernews. Zuerst aber begleiten wir Matilda ans Zurich Film Festival. In Zürich da werden während rund 1,5 Wochen weit über 100 Filme aus der ganzen Welt gezeigt. Und Matilda durfte ein ganzes Wochenende lang einen Streifen um den anderen schauen. Das heisst für sie aber nicht Beine hochlagern und nichts tun. Im Gegenteil, Matilda ist nämlich Jurymitglied. Und das bedeutet, sie dürfen oder eben müssen mitbestimmen, welcher Kinderfilm am Festival dieses Jahr der beste ist. 5 Filme in 2 Tagen. Das ist das Programm von der Matilda hier am Zürich Film Festival. Von Doc bis Spielfilm ist da so einiges dabei. Die Matilda sitzt in der Kinderjury und darf mitbestimmen, welcher Kinderfilm das Jahr der beste ist. Los geht's gerade mit einem Film zu einem recht komplizierten Thema. Microplastic Madness. Es ist so ein Dokumentationsfilm über Mikroplastik. Im Film geht es um Kinder aus New York, die sich dafür einsetzen, dass weniger Plastik in der Natur landet. Nach dem Film heisst es für die Matilda und die anderen von der Kinderjury diskutieren und dann entscheiden, wie gut sie den Film gefunden haben. Bei Microplastic Madness habe ich so ein bisschen gefunden, er war mega gut, aber dann am Schluss hat sich es weit in die Länge gezogen. Und dann haben sie immer das Gleiche gesagt und dann ist es wirklich langweilig geworden. Ja. Aber wenn Sie es doch schlecht gefunden haben oder besser gefunden haben? Nein, ich bin bei. Am Schluss, nachdem die Kinder alle Filme gesehen und besprochen haben, geben sie jedem Film eine Punktzahl zwischen 1 und 10. Bei der Bewertung schaut Matilda vor allem darauf, was der Film bei ihr auslöst. Was hat der Regisseur oder der Film bei mir bewirkt? Und was war gut und was war eher ein Nachteil? Film bewerten als Jurymitglied ist das eine. Was die Matilda jetzt noch muss, ist aufs Maul hocken. Obwohl sie nämlich schon weiss, welcher Film das gewonnen hat, darf sie das niemandem verraten. Das wird nämlich erst am Ende des Festivals verkündet. Die Matilda hat aber 2 Filme besonders gut gefunden. Ich glaube schon Team Markle und noch der Club of the Ugly Children, aber der ist halt dann schon ein bisschen ältere, ab 10 so, nicht der so mit 6 oder so schauen, das ist dann glaube ich noch ein bisschen zu früh. Die Matilda, ihre Favoriten, die stehen also fest. Jetzt haben wir für dich aber noch ein paar Filmtipps reingeholt, ganz abseits vom Festival, wo du damit in diesen nassen und kalten Tagen auf dem Sofa gemütlich machen kannst. Mein Lieblingsfilm ist Ronja Räubertochter von der Astrid Lindgren. Ich finde den Film so spannend, weil die Ronja, die macht, was sie will. Mein Lieblingsfilm ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Es ist mein Lieblingsfilm, weil ich sehr gerne Fantasyfilme schaue und ich ein grosser Harry Potter-Fan bin. Ich empfehle den Film Kindern, die gerne Abenteuer draussen und im Wald erleben. Mein Lieblingsfilm ist Hobbit. Ich würde den Film allen denen empfehlen, die gerne Fantasy haben, aber auch nicht so schnell Schiss bekommen wegen dem Film. Du hast es auch schon gemerkt, es ist von aussen in der Natur wieder ein bisschen ruhiger geworden. Also im Unterschied zu vor ein paar Wochen hört man am Morgen und am Abend fast keine Vögel mehr pfeifen. Wieso das so ist, wir zeigen es euch jetzt. Spätestens, wenn es hier in der Schweiz Herbst wird, bereiten sich viele Vögel schon auf den Winter vor. Es gibt Vögel, die bleiben das ganze Jahr bei uns. Die Amsel oder die Blaumeise zum Beispiel. Sie kommen mit unserem Winter gut zurecht und bleiben hier. Andere Vögel fressen aber hauptsächlich Insekten. Da es im Winter fast keine Insekten und damit zu wenig Futter für sie gibt, ziehen diese Vögel weg. So zum Beispiel die Schwalben. Sie fliegen Richtung Süden, wo es wärmer ist als bei uns. Sie gehören zu den sogenannten Zugvögeln. So nennt man die Vögel, die an einen anderen Ort ziehen.
Das Faszinierende ist, wohin diese Vögel fliegen, das wissen sie selber schon, seit sie auf die Welt gekommen sind. Auch wann sie losfliegen müssen, wissen sie. Schon Ende Juli kann es soweit sein. Dann fliegen beispielsweise der Mauersegler oder der Schwarzmilan nach Afrika. Sie verbringen dort ihren Winter. Vögel, die als erste wegziehen, fliegen meistens sehr weit. Andere Vogelarten fliegen erst im September los. Vögel, die erst im September oder Oktober starten, fliegen weniger weit weg. Sie fliegen meist ans Mittelmeer nach Spanien, Südfrankreich oder nach Nordafrika. Ähnlich wie wir Menschen müssen Zugvögel während einer langen Reise Pausen machen, um sich auszuruhen und um zu fressen. Dazu landen sie an Orten, wo sie ungestört sind und genügend Nahrung finden. Nach dem Winter in den wärmeren Ländern kommen die Vögel im Frühling wieder in die Schweiz zurück. Dann finden sie wieder genug zu fressen und können sich eine Partnerin oder einen Partner suchen, Nester bauen und Junge aufziehen. Vögel also, die fliegen weg, sobald es frischer wird. Es gibt aber auch Tiere ohne Flügel, dafür mit Stacheln. Und die überwintern hier bei uns. Du hast gemerkt, es geht um den Igel. Und der Igel, der hat jetzt auch realisiert, dass der Sommer langsam vorbei ist und er sich auf den Winter vorbereiten muss. Wir haben ihn hier dabei besucht, im Igelzentrum. Schnecken, Käfer, Würmer. Er frisst momentan so ziemlich alles, was ihm über den Weg läuft. Und aus einem guten Grund. Spätestens Mitte November geht der Igel nämlich in Winterschlaf. Bis dann muss er genug gross und genug schwer sein, um den Winter durchzupfusen, ohne müssen aufstehen und fressen. Wenn man jetzt so einem Igel im Spätherbst begegnet, ist man ja nicht ganz sicher, ist der schon genug groß für den Winterschlaf. Schätzen vom Igel, wie schwer das er ist sehr schwierig. Und um das herauszufinden, gibt es eigentlich nur etwas. Man langt den Igel mit Händchen an, man tut den Igel auf den Rücken drüllen, man stellt den Igel auf eine Küchenwaage und dann weiss man, ob er Winterschlaf fähig ist oder nicht. Im Igelzentrum in Zürich kümmert sich Simon Steinemann und sein Team um kranke oder verletzte Igel, die Mühe haben, sich vor dem Winterschlaf genug Fett anzufressen. 500 Gramm, also gut ein halbes Kilo, sollte ein Igel auf die Waage bringen, damit er den Winter überlebt. 620 Gramm. Wenn wir jetzt schon ganz spät im Jahr wären, dann wäre also der Igel genug schwer, um in den Winterschlaf zu gehen. Da haben wir jetzt noch ein Igelbaby. Da kann man sich ausrechnen, dass das hier noch nicht 500 Gramm wiegt. Und für den wird es nicht ganz einfach, bis zum Winterschlaf genug Gewicht zuzulegen. Igel bauen ihr Winterquartier übrigens auch gerne bei dir im Garten, wenn die Bedingungen stimmen. Igel verbringen den Winterschlaf in einem gut auspolsterten Nest. Es sollte regengeschützt sein, es sollte sonnengeschützt sein. Das klingt aber manchmal ein bisschen komisch. Die Sonne darf nicht auf den Asthaufen scheinen, wo der Igel drin den Winterschlaf verbringt, weil wenn der voll an der Sonne ist, dann verwacht der Igel eventuell zu früh. Futter anlegen solltest du den Igel übrigens nicht. Wenn du mal einen Igel findest und dir nicht sicher bist, ob der auch genug gross und genug schwer ist, dann melde dich doch besser einfach beim Igelzentrum. Für deinen selber gebauten Igellaubhaufen im Garten gilt übrigens, je grösser, desto besser. Und es muss genug Platz haben, damit der Igel schön reinschlüpfen und dann auch pfusen kann. Und ich mache jetzt kein Winterschlaf, weil wir sind ja schon nächste Woche wieder für dich da mit der SRF Kindernews. Wenn dir die Ausgabe gefallen hat und du willst auch weiterhin kein cooles Video verpassen, dann abonniere doch gerade unseren YouTube-Kanal SRF Kids. Jetzt wünsche ich dir weiter einen guten Start in Herbst und eine gute Zeit. Baba.